Bonjour vun Eenhälter. Wir sind op unserem Tour durch Kirchener Kapellen am Lützeburger Land. Eenhälter läit Beesener Birch bei Recken bei Miersch. Das ist ein Platz, die zenter Jahrtausenden vun menschlicher Präsenz geprägt ist. Den ersten Témoignage, den wir davon fanden, also man hier, den zwischen 4500 und 3000 vor Christus abgerichtet ging ist. An der Römerzeit ist er Landgegangen op Helpert. Do stung ein kleines Heiligtum, das ist Ende vom Altertum verfall. Es gouf dann ziemlich frei durch eine christliche Kapelle ersat. Ein wichtiger Moment situiert sich dann hier am 11. Jahrhundert, wie zwei Einsiedler sich hier etabliert haben, den Helien Theobald oder Thibaut, den aus der Familie von der Grofe Foubry an der Champagne kam, zusammen mit einem anderen Einsiedler, das war den Walter oder Gauthier. Die haben der Tradition noch als Knecht Püttener Schloss geschafft. Sie sind dann ein bisschen spät fortgegangen, bis auf Compostela gepilgert. Sie sind auf ihrer Pilgerreise gestorben, mehr hier Überreste, die kommen zurück dann hin. Am 12. Jahrhundert haben Tiere von Pütten zur Ehe vom Zwischenzeit Helien Theobald eng Kapelle oprichten gelos. Die nach Abtei hat lang Grundbesitz, die kam später und Grofe von Lützeburg. Mit der Abtei von Echternach hat bis und dann vom Ancien Regime op Eenhälter Mächtrecht. Und das gouf auch all Jahr, den 15. September, umgesetzt an Praxis, wann eben eine große Märt auf der Platz aufgehalten gouf. Die Kapelle op Eenhälter ist zur Zeit von der Französischen Revolution verfall. 1897 gouf dann no de Plange vom Architekt Kemp ein neues kleines Heiligtum abgerichtet, das als Patroner huet den Helien Donatus, dem sein Kult sich von Erl aus hinner verbreitet huet, und dann eben den Helien Theobald, dem sein Überreste an der Kirche von Pütten versucht gin. Da merkt ganz gut an all den Stelen und Figuren, die hier abgestellt sind, dass wir auf einer Platz sind, die geprägt ist von der Volksreligion. Den Eenhälter ist ohne Zweifel ein Lieu de Mémoire, wo an Opfer vom Krieg erinnert wird, auch an andere Leute, die eine Rolle hier an der Gegend gespielt haben, wo dann auch Leute heilige Figuren aufstellen aus Frömmigkeit. Das ist charakteristisch für so Plätze, die vielleicht ein bisschen mehr marginal sind, was die offizielle Kirche anbelangt. Man hier, das ist ein keltisches Wort, das bedeutet so viel wie lange stehen. Für was die Stängel genau abgestellt sind, ist nicht bekannt. Was aber sicher ist, dass sie eine kultische oder religiöse Bedeutung hat. Die gehört wahrscheinlich an eine Serie, die heute nicht mehr besteht. Kann ich sich aber vorstellen, dass auf einem anderen heiligen Berg hier an der Gegend, nämlich auf Helpert, ein paar Kilometer weg, auch so man hier steht. Es gibt andere Beispiele zu Blieskastel an der Saar, dann bei Ferschweiler Echternach, das sogenannte Frabiliekreuz, das später eben an ein christliches Kreuz umgeändert ging, dann auch nach zu Durbuy an der Belsch.